Gott Sien het volk op Erden, Nummer 8. Jun reden is Johan dit. Vergone werk rede ik over Isaac, en wo Abraham zijn knecht schickt, verarmde bruid te vingen. Gott deed zijn gebed wunderbar erheren, zo, dat hij zeer bald de Rebecca vond, die wie ook voortzwellig met te reizen en Isaac zijn bruid te worden. Isaac werd dan 40 jaar oud, als hij zich met Rebecca bevried. Vielleicht bist du ook karts bevried. Dat is een zeer schijne tijd im leven. Dat is ook een zeer wichtige tijd, wo we plans merken voor ons ganzes leven. En deze tijd, na dem befrieden, slo we langsam die weer aan, wo we als befriedet paar voor vele jaar abgonen worden. Ik mein hier die dingen, wat we dan als Ehepaar worden für wichtig en neidig houden. Dat zijn zo'n dingen als, wo wir pinklich naar George fahren? Wo wir onze Kinder abbringen, wann der Herr uns Kinder jaft? Wo wir mit ons Geld die Missionsarbeit unterstützen? Wo die Bibel bei uns regelmäßig das gelesen worden? Wo wir als Ehepaar jeder Tag tot beten? All dit sind Fragen, wat sehr wichtig sind, dat ein junges Ehepaar sich door richtig entschlitt. Ein von den Fragen, wo eine seine Kinder abtragt, ist von der das Thema. Isaac und Rebecca hatten 2 Jungs, aber das schien so, sie wären sich nicht einig, wo sie die abtragen würden. Von der will wir dann in 1. Mose 25 wiedergehen. Hier lesen wir das erste, dat Abraham sich noch einmal befried, en dat hij 175 jaar oud wordt. Wat uns besonders wichtig ist wo hij starf. Dat sagt, hij starf en een riepet oulet ella en ganz tevreden met zijn leven. Mochtst du nicht ook noch einmal so sterben? So können wir alle sterben, wann wir uns Leben so dem Herrn anvertrauen, als Abraham dat deed. Dat meint nicht, dat Abraham immer Schmack wär. Gott nahm ja am nicht wegen sein Schmackseinen an. Hij nahm am an, weils hij op Gott vertrauen deed. Dat meint, hij zat zijn ganzes vertrauen op dem Herrn en verleiht sich op dat, wat der Herr am versprochen hat. Gott nimmt keinem an, weils hij Schmack gewast is. Gott nimmt bloß Sünders an, wat het leid deed, dat sie Sünder zijn, en wat een verlangen han zich zum Herrn te bekehren. Dat je deed de Herr. Hij deed ons de Sünden vergeven, so zij ook Abraham zijn Sünden vergeef. Hij deed ons reinwaschen van al de oude Schuld, wat ons immer war pleuwd. Kein Mensch kan zich van zichzelf bekehren. De Herr deed ons bekehren. Dat meint, hij deed ons aanwengen, zodat we überhaupt willen en niet Gott wohlgefällig leven führen. Hij geeft ons dort een nieuwe Willenskraft. Hij neemt al die dunkle en beise Gedanken van ons weg en vult ons met een vrede wat we gar nicht begrijpen kunnen. Dit Ganze nennt de Bibel de Wedergeburt. Hoeveel van dat kan ik durch mijn Schmacksennen verdienen? Rein nicht. Dat is alles Gott sein Wort. Bloß Hij kan ons ganz omwengen en te nieuwe Menschen merken. Nicht bloß für ein kartes Stauzje, aber für die Ewigkeit. Der Apostel Paulus redet auch davon, ob einer sich dorab verloten kann, dat unsere wahre Geburt auch wird bottom Dout verholen. Hij sagt in Philippa 1,6, ich zie mi sicher, dat die, wat en jünd haft dat gode woord angefangen, die wordt het ook bot an Jesus Christus seinen Dag vor dich merken. Ist dat nicht ein Trost? So wird het ook bei Abraham. Wann hij ook een kind Gottes wie hij nicht vollkommen. Aber wo nur Gott checkt, wir nicht sein menschliche Tekort kommen, aber nur seinen Glauben und sein Vertrauen ab Arm. Wenn du voll und ganz dein Vertrauen ab Jesus Christus setzt und ab das große Opfer, was hij am Kreuz für uns gebracht hat, dann kannst du auch sonder Sorge den Tod entgegengehen, willst du die ab Arm verlässt, en nicht ab die eigene Worten, wat sowieso nicht von unserer Seiligkeit daunen können. Aber trägt nur unsere Geschichte. Isaac und Rebecca hatten auch dieselbe Troubles, wat Abraham und Sarah hatten.
Nu hadden ze al 20 jaar tot geleefd en Rebekka kreeg geen kind. Dan beed Isaac voor en de haar weer gnädig en hield dat gebed. Rebekka kreeg nicht bloß ein Kind, aber 2 Junges op einmal. Diese Junges waren sehr verschieden en leckenden sich gar nicht. Den ersten nannten sie Esau en den jüngeren nannten sie Jakob. Wat hier scheinbar bij Isaac en Rebekka passiert, wird dort, wat an viele Families passiert. Die Eltern wären sich nicht einig, wo sie die Kinder abtragen wollen. Isaac trok immer den Esau vor, en Rebekka trok den Jakob vor. Die Jungs worden dat ook wohl an, en so gaf dat veel Aufgunst zwischen de beiden, en zwischen de Eltern gaf dat Uneinigkeit. Jakob ging dat schein seine Mama in de kerk te helpen. Esau wie een storcherbengel met een rijvende tür. Ging dat jägeren schein, in dat geval Isaac Saja, wann hij dan met frisches Fleisch naar huis kwam. Die ganze Uneinigkeit spetzt sich tau, als eines Tages Esau verhungert en seiner Maid vom Jägeren naar huis kam. Hungert so sehr, dat hij sich meist nicht rot wisst. Hij sagt, dat Jakob großne Lensensuppe gekocht had. Jakob wist over seine Gelegenheit uit te nutzen. Hij zei, ik wil die van deze Suppe geven, wann du mi dafür den Erstgeburtsrecht gibst. Dat wird dann so maud, dat die Erstgeborene zijn doppelt so viel Ovendeid als de andere Kinder. Esau zei, wat helpt mi dat Erstgeburtsrecht, wann ik hier storb? En zo deed hij ohne lang te überlegen, dem Jakob sein Oorrecht für ein Kompje Supp vertuschen. Noher, wie am dort verken sehr leid, wat hij ohne te überlegen gedonen had. Vers 34 sagt, hij at en hij dronk en ging davon. So deed hij zijn Erstgeburtsrecht verachten. Esau entschloot sich al ganz jong en gottloset, onreinet Leben te führen. Dit viert no immer diepere Troubles an Isaac en Rebekka ihre Familie. Als Esau 40 Jahre alt war, befried hij sich mit 2 Heidenfrühes. Die Bibel sagt uns dann in Kapitel 26, Vers 34, dat diese Frühes für Isaac en Rebekka ne ständige Pleur worden. Wo kon dat bloß sein, dat an diese Familie dat mit die Kinder so scheif ging? Dat funkt doch mit Isaac en Rebekka alle so fein an. Ik geloof die Trouble funkt daar an, als ze eerst die Kinder kriegen. Nicht alle junge Lied zijn reid, ne Familie abzutragen. Om een kind richtig abzutragen, moeten de Eltern sich über mehrere Dinge sehr klar sein. Dat eerste ist die Frage, warum einer will ein Kind haben. Einige denken bloß an sich, dat zij in een paar jaar worden halb kriegen an ihrer Arbeit. Dat is nicht genug Grund. Nee, eerste Gedanken soll sein, dat zij een kind haben wollen, dat voor Gott abzutragen, zodat Gott dadurch wordt gedient en geëerd worden. Noch eine Frage, wat een jonge Paar sich fragen soll, ist, wo sie sich dat Kind verstellen, wann het erst abwast. Mochten zij sich selbst en dit Kind wahrer sein? Einige Eltern zijn so sehr daarop uit, dat zij dat Kind proben en master en aan te trekken, en er steht, dat Kind sich so entwickeln te laten, als der Herr dat Kind in Charakter gegeven heeft. Verken zijn sich die Eltern über dit gar nicht einig, en dat maakt dan bald ook dat Kind. Weil wir sehr klar weten, woran wir eine Familie haben wollen, en uns auch einig zijn, wo wir die abtragen wollen. Krijgt hier merken Isaac en Rebekka een groter Fehler. Sie wollen sich alle beide en ihre Junges verwirklichen. Isaac wird het vielleicht schuld, dat hij niemals een goede Jäger gewast war. En so will hij dat durch Esau noch nachholen. Door wen rekent hij Esau mehr als Jakob. Rebekka will scheinbar vom Jakob ne halve Kerkje merken. En so helpen de Eltern
ohne daran te denken, dort met, dat twee jongens te jägner worden. Zij wisten, ze kunnen jeder nur een van ihre Eltern gonen, en die würden an immer jeden den anderen bijstonen. Door wären erst dat so gefährlich, wenn wir als Eltern dat eine oder dat andere Kind vertragen. Weil wir dort besonders beachten, wie es dort Lothar am Leben sehr schlimme Folgen mit sich bringt. Am 27. Kapitel lesen wir dann von Isaac, dat hij oud geworden wir en kon maar schlecht zijn. Hij wir nu al over 100 jaar oud. Dat wir te die deel zo moud, dat het eerstgeborene kind nicht bloß mehr oven deed als de andere Kinder, aber dat kreeg ook vom Vater in besonderen geestlichen Serien. Met dat eerstgeboortsrecht wird dat al jaren vorher passiert, als Esau Sien an Jakob für ein Kampje Suppe verkauft. Aber den Serien hat Isaac dem Esau noch nicht gegeben. Nu sperrt Isaac, dat hij älter wordt en vielleicht bald sterven wird. Doorwegen will hij dat met zijn Sehen nu reilen. De Geschichte ist uns uit het 27. Kapitel von 1. Mose bekannt. Isaac hungert immer nur den scheinen Wildbroden, wat Esau so gut merken kann. En so schickt hij op een jacht, am dit gefallen te doen. Dan wird hij den Serien geven. Wat sehr schwer te verstaan is dat Rebecca den Jakob bereden deed, zijn eigenen Vater hinger het licht te vieren, en zo te doen, als wanneer hij Esau weer. Dat gelijkt hem ook. En zo stool Jakob durch Last ook nog Esau zijn Serien. Wat weer dan de Serien? Als Esau terugkwam en dat alles passiert weer, dan zei Isaac, wat in diesen Serien versproken weer. Jakob weer nu als haar over zijn broeder gezet worden. Veel korn en zout had hij am touw gesproken. En onderweer meint hij dat het Jakob zeer rief gonen wordt. Einem jammer tot over Esau, als hij met grote hoopning terugkwam. Als hij dat antwoord dat Jakob zijn Serien durch Last ook nog weggestohlen had, brüch zijn Welt so te zijn taub. Met tronen pracht hij dan dat Isaac am ook seinen wird. Aber die beste Serien had hij al verschonken. En hij kon am nicht in tweeden geven. Im Nieuwen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 12, 16 bis 17, sagt die Schreiber über Esau so: Seid ihr no, dat keiner ein Hurer oder ein Gottloser ist, so ist Esau, die sein Erstgeburtsrecht für eine Mahlzeit vertuscht. Noher aber, als hij den Serien orven will, wordt hij aufgesagt. Hij vond keinen Weg, seinen Sinn zu ändern, wann er auch unter Thronen nur den Serien sagt. Dit is wat de Schrift meint, wann da steht, dat hij seinen Sinn nicht ändern kann. Wann hij sich nicht von jung ab in Gott gestellt hat, dann wird Gott het auch nicht handtaugeloten, dat am die Serien auch noch verloren ging. Aber Gott wisst, dat Esau ein gottloser Mensch wird blieben. Hij hat sich ab immer in den Herrn verhort. Aber wo wird das dann mit Jakob? Wie hij dann so viel beter? Nee, dat kann einer nicht sagen. Beid Männer wären Sünder. Einer wir gottlos en für den onreinet Leben, der andere wir onaprechtig en probt bloß, wo hij kann, den Nächsten uitzunutzen. Wann dat nur worken ging, hadden Jakob en Esau allebeid nichts, wat für Gott bestonen kon. Der Unterschied liegt in dem, dat Gott sagt, dat Jakob sich noch einmal bekehren wird. Gott sagt auch, dat Esau dat niemals wird. So sieht der Herr uns auch alle. Hij weet wat für eine Ernstellung wir haben. Hij weet, ob wir uns immer weiter jeden Arm in sein Wort verhorden wollen oder nicht. Vielleicht bist du von dir ein bisschen so als Esau oder Jakob. Du wirst die erste Mal uttauben. Du wirst erst einmal das Leben schmecken, en dort tun, wat het Fleisch noch immer gejankert haft. Dort kann Süpen sein oder Hurerie driven,
oder in schlechte Gesellschaft te leven en dort te doen wat einem vergnügen jeft. Gott zit in Leben. Hij weet of du die noch einmal für am entschlüten wirst oder nicht. Eins ist klar. Gott lügt einstmal nicht lang. En Sprüche 19:1 sagt het, de Mann, wat trotz Vermahnung sich verhört, wird plötzlich ohne Abholen ankommen. Wenn du von dir auch mal ein kleines Verlangen hast, dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, dann dauert vorts. Sieh nicht so als Esau. Jedes Mal, wenn einer dort abschifft, passiert an uns Hort dort, wat wir gar nicht merken. Uns Hort wird immer horder. Langsam geht dann so als bei Esau. Vererst baut am bestimmt noch das Gewissen, aber langsam hielt het ab, so dat hij kon die schändlichste Dinge doen, en dat baut am nicht. Wo weißt du, of Gott die noch mehr Gelegenheiten geben wird, am Büße zu doen en om te wengen? Ich rode die dat von dir te doen, solang du noch den Herrn seine Stem hirst. Die Bibel sagt, solang du seine Stem hirst, du din Hort nicht verstocken. Du kannst noch immer anwengen, solang du willig bist, en Büße zum Herrn zu beten. Diese Geschichte von Esau und Jakob geht aber wieder. Als Esau sich das Ganze überlegt, dachte er so, wenn sein Vater Isaac erst gestorben wäre, dann würde er sich an Jakob rächen. Er würde ihn dann umbringen. Die Mutter, Rebekka, wartet aber an, was Esau geplant hat, und so waren sie Jakob en raut am weit weg, nur ihr Bruder Laban zu gehen. Da hoopt sie, wo hij mank ihr Freundschaft ne betere früh fingen, als hier mank die Heiden, wo Esau sich mank gefried hat. Dann seht Isaac datselfde, en schickt Jakob weg mit der Abgabe, dat hij sich von dorne früh holen soll. Hij wünscht am ook, dat die sehen, wat Gott über Abraham uitgesproken hat, über Jakob kommen wird, dat hij dat ganze Land wird annehmen können. Hierin wird Jakob gehorsam, en ging los, so es seine Eltern am gesagt haben. Aber als Esau dat sagt, dat seine Eltern dat nicht haben wollen, dat Jakob sich mit einer kanaanitischen Früh befried, dann ging hij zum Trotz en nahm sich noch eine dritte Früh, die Tochter von Ismael. En damit lesen wir dann nicht mehr viel über Esau. Hij hat dieselbe Gelegenheiten, sich dem Herrn zu übergeben, was Jakob hat, aber hij will das nicht. Sein Hort wir so sehr verhört. Bei Jakob wir aber noch Hoffnung. Als hij ongeweer wir, dann muss hij op een Stab Nacht bleiben. Als hij durchschleibt, dann träumt hij von einer Lade am Himmel. Dort stiegen die Engel ab und rauf. Daarboven stond der Herr, en die seht, ich zie de Gott von din Vater Abraham en von Isaac. Dat Land, wo du liegst, wo ich die in din Nachkommenschaft geben. In dine Nachkommenschaft soll so viel als de Stoff op de Erde sein, und du wirst die uitspreiden Westen, Osten, Norden und Süden, und an die sollen alle Veldje op Erden gesegend worden. Ich wil met die zijn, en wil die bewahren, alle wegen wo du hanjest, en ich wil die naar dit land terugbrengen. Hier sei wie wo Gott den Jakob langsam reidmück für den Tag, wo hij am Glauben annam, krijgt es Abraham und Isaac dort gedonen hadden. Wann die diese Predigt angesprochen haft, en du die über den geistlichen Zustand nicht sicher bist, dann kannst du dort von dir sicher merken. Jesus sagt einmal, alles wat mij mein Vater jaft, dat kämpt no mij. En wer no mij kämpt, den wo ich nicht rütschmieten. Wenn du von dir auch mal bloß ein kleines Verlangen hast, dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, dann kannst du kommen. Hij deit die anladen. No am zu kommen meint, to am zu beten. Du kannst dit Gebet no beten, wenn du willst. Lieber Herr, ich dank dir, dass du noch immer Menschen no dir raubst. Ich will nicht so als Esau sein, was sich ganz gegen die verhoort. Ich merk mein Hort op
en lo die nu aan en mijn hart in te komen. Vergeef al mijn zinden en merk mij tot een nieuw mens. Ik dank die dat du mij heerst. Amen. Wanneer je nog vragen haben über dat wat je op dit programma gehoord haben, mijn telefoonnummer is 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op Wiederhören.